Will man dem Ursprung des alljährlichen Hochzeitsfestivals auf den Grund gehen, so muss man ins frühe 20. Jahrhundert zurückblicken. Damals lebten etwa 5000 Menschen in Galičnik und züchteten Schafe. Galičnik war landesweit für seine Traditionen und den dazugehörigen Lebensstil bekannt. Der Großteil der jungen Männer aus dem Dorf sah sich bald gezwungen, auswärts nach Arbeit zu suchen. Allerdings kamen sie regelmäßig zurück, um Freunde und Familie wiederzutreffen und um im Dorf zu heiraten. 1936 zum Beispiel wurden 40 Paare am gleichen Tag getraut. Im Dorfmuseum präsentiert Veselin Michalovský stolz eine Reihe Objekte, die im Laufe der Jahre bei Hochzeiten gesammelt wurden. Dieser Raum ist der Hochzeitstradition von Galičnik gewidmet. Hier sehen Sie ein traditionelles Brautkleid. Vom Stil her finden Sie wohl in ganz Mazedonien kein wertvolleres. Die feinen Stickereien sind alle in Handarbeit gefertigt. Das Kleid wiegt um die 22 Kilo. Jede Frau trug ihr Hochzeitskleid zweimal, bei ihrer Hochzeit und bei ihrer Beerdigung. Veselin Michalovský ist stolz auf Galičnik, verbringt selbst aber nur die Sommermonate hier. Nur eine einzige ältere Dame, erzählt er, lebt das ganze Jahr über im Dorf. An einem Wochenende im Juli ist alles anders. Es drängt sich eine erwartungsvolle Menschenmenge durch die engen, gewundenen Straßen. Die Festivitäten, bei denen jahrhundertealte Bräuche, Lieder und Tänze zelebriert werden, dauern das ganze Wochenende. Am Samstag um 19 Uhr hat das Warten dann ein Ende. Drei Salutschüsse ertönen aus einem Steinhaus in der Nähe. Gemäß dem offiziellen Programm kommen sie aus dem Haus des Bräutigams nebenan, wo dieser sich mit seinen Gästen versammelt hat und vom Balkon aus die mit Blumen verzierte mazedonische Flagge gehisst hat. Doch Moment mal, der Bräutigam und die Braut heute haben keinerlei Bezug zu Galičnik. Sie sind bloß hier, weil sie einen Wettbewerb gewonnen haben. Vor 8 Jahren beschlossen die Organisatoren, Paaren aus ganz Mazedonien die Möglichkeit zu geben, sich hier in festlicher Umgebung trauen zu lassen. Und es ist so gar nichts Traditionelles daran, wie das glückliche Paar aus allen Bewerbern ausgewählt wird. Es gewinnt das Paar mit der hübschesten Braut. Doch bei den feierlichen Ritualen werden keinerlei Zugeständnisse an moderne Zeiten gemacht. Den ganzen Samstagabend und Sonntag über werden jahrhundertealte Rituale zelebriert. Der Bräutigam wird vor einem Brunnen rasiert, als symbolische Handlung, die für die Loslösung von seinen Eltern steht. Der Braut wird Zaumzeug übergestülpt, als Zeichen für ihren Gehorsam. Und die ganze Zeit begleitet eine Musikkapelle das Brautpaar. Am frühen Sonntagnachmittag nähert sich die Hochzeit dem feierlichen Abschluss, wenn sich in der Kirche Braut und Bräutigam das Ja-Wort geben. Sie sind dabei umzingelt von Kamerateams, vom Sicherheitspersonal der angereisten Prominenten und von Schaulustigen aus aller Welt. Auch Pressekonferenzen sind für Frischvermählte anderswo eher unüblich. Trotz des öffentlichen Rummels sind Vesna Dimitrovská und Marian Blatkiewski überglücklich, in Galičnik geheiratet zu haben. Es ist schon etwas anstrengend, aber auch eine Ehre, hier zu heiraten. Es ist ein tolles Gefühl. Mir gefielen die Rituale mit dem Ring besonders gut. Und als wir auf dem Pferd saßen. Auch die Gäste sind voll auf ihre Kosten gekommen. Mir gefiel sehr gut, dass diese Traditionen auf dem Balkan wirklich noch geliebt werden. Dies ist eine der einzigen Gegenden in Europa, wo man noch echte Folklore in authentischer Umgebung erleben kann. Ich fand die Kleider toll. Ich war schon bei vielen traditionellen Festen und Tänzen dabei, aber ich habe noch nie 2 Tage so intensiv erlebt. Die große Hochzeit in Galičnik ist nun für ein weiteres Jahr vorüber. Die Gäste reisen ab und wenn es Herbst wird, ist es in Galičnik wieder menschenleer. Bis auf eben die kleine ältere Dame, Galičniks einzige Einwohnerin.